Nach der letzten Eiszeit, vor etwa 10.000 Jahren, begann in Europa eine Warmzeit, die die Ausbreitung dichter Wälder begünstigte. In dieser prähistorischen Epoche, auch Mittelsteinzeit genannt, streiften die letzten Jäger- und Sammlergruppen durch das Gebiet des heutigen Luxemburg. Diese halbnomadisch lebenden Gesellschaften siedelten vorzugsweise auf den Hochflächen, aber auch gerne in kleineren Höhlen oder unter Felsdächern, sogenannten Abris. Im Gebiet des sogenannten Luxemburger Sandsteins gibt es am Fuße der Felswände unzählige solcher Felsüberhänge oder Abris, so zum Beispiel im Tal der Schwarzen Erns im Müllertal. Am Ort Loschbuhr, benannt nach dem kleinen Bach, der hier in die Erns fließt, hat im Jahr 1935 Charles Weber archäologische Ausgrabungen durchgeführt. De Charles arbeitete für Nicolas Thill, einen Grundschullehrer aus Heffingen, der seinerseits eng mit dem Naturwissenschaftler und späteren Direktor des Musée d'Histoire Naturelle Marcel Heuertz zusammenarbeitete. Bei seinen Ausgrabungen wurde eine wichtige mesolithische Bestattung am Fuße der Felswand freigelegt, genauer gesagt ein menschliches Skelett in anatomischem Verband, dem einige geschlagene Feuersteine und die Rippen eines Auerochsen beigegeben worden waren. Der Körper wurde absichtlich auf dem Rücken beigesetzt, mit angezogenen Beinen und mit den Armen am Körper liegend. Früher, als der älteste Luxemburger bekannt, wurde der Mann vom Loschbuhr mit neueren anthropologischen Untersuchungsmethoden analysiert. Diese Untersuchungen vervollständigen die Kenntnis der Identität eines der ältesten Einwohner Luxemburgs. So kennen wir sein Alter, seine Größe, sein Geschlecht, seine DNA, seine Ernährung und sogar mögliche Erkrankungen.
Gleichzeitig mit diesen neuen anthropologischen Untersuchungen wurde eine Knochenprobe mit der C14-Methode datiert. Demzufolge lebte der Mensch von Loschbur vor fast 6000 Jahren vor unserer Zeitrechnung. Damit gehörte er zu den letzten mittelsteinzeitlichen Jägern und Sammlern, die in Nordwesteuropa vor Ankunft der ersten jungsteinzeitlichen Bauern und Viehzüchter lebten. Die rezenten DNA-Analysen erlauben, sein Aussehen zu rekonstruieren. Sein Haar war dunkel bis schwarz, seine Haut getönt und seine Augen hell, wahrscheinlich blau. Er gehörte dem heutigen Haplotyp U5 an, den man heutzutage noch bei dem Volk der Lappen oder Sami in Nordskandinavien antrifft. Dank seiner außergewöhnlich gut erhaltenen DNA bildet der 8000 Jahre alte Loschbur-Mann eine genetische Bezugsgröße auf internationaler Ebene.